Jiddisch ist die Sprache, was ich hab sehr stark lieb. Sie ist eine Rusche, was von mein Kindheit mir blieb. Sie ist eine Rusche, was von mein Kindheit mir blieb. Ich hab sie damit gehört, Tag a Reus und Tag a Rein. Mach mes Minutz gret bei uns in der Heim. Und wollt ihr es gich lernen, also hört es alle gut her, weil jeder Schunse loschen ist gar nicht so schwer, weil jeder Schunse loschen ist gar nicht so schwer. A paar Wörter will ich euch lernen. Sie sehen nicht viel, also könnt ihr verstehen, wenn die Klezmer singen beim Spiel. Masel sagt mir zum Glück und doof, das heißt gut. Zores sehen die Sorgen und Ruhiges, das sagt man zur Wut. Ist einer klug, also ist a Hochem. Mit Covid, das ist die Also, sie seht, unsere Loschen ist gar nicht also schwer. Nur unser Loschen ist gar nicht so schwer, weil jeder unser Loschen ist gar nicht so schwer. Grüß euch und willkommen bei einer neuen Folge von What the fuck ist bayerisch. Man hört aber wieder, dass das Wernerische und die ostösterreichischen Dialekte insgesamt einen relativ großen Einfluss vom Jiddischen haben. Und genau dem wollen wir in der heutigen Sendung einmal ein bisschen genauer auf den Grund gehen. Und zwar, welche jiddischen Wörter gibt es in unserem Dialekt, wann ist der Einfluss in die Sprache gekommen und gibt es vielleicht auch einen Einfluss von den österreichisch-bayerischen Dialekte aufs Jiddische selber. Und weil die meisten Leute relativ wenig über das Jiddische wissen, fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist das überhaupt für Sprache? Was ist Jiddisch genau? Jiddisch ist eine eigenständige Sprache. Ja, also ich glaube kaum, dass jemand weiß überhaupt nicht, was Jiddisch ist. Jiddisch ist ja eine Mischmasch-Sprache, eine Mischsprache. Basic ist es ja Mittelhochdeutsch und dann angereichert eben mit Hebräisch. Also die wichtigsten Worte, religiöse Worte sind immer in Hebräisch und dann slawische. Je nachdem, wie die Juden ausgewandert sind, polnische Wörter, russische Worte, rumänische Wörter natürlich auch und Lateinisch hat sich auch einiges manifestiert in der Sprache. Also es ist eine Mischsprache. Es verbirgt sich hinter Jiddisch etwas Exotisches, folkloristisch. Man verbindet das nicht mit Kultur. Sprache ist immer Kultur und man weiß wenig darüber, nicht alle. Aber oder man kennt das von Filmen, von Musicals, Anatevka zum Beispiel. Jeder weiß, was Lechaim ist, obwohl Lechaim kommt vom Hebräisch. Es gibt also dieses östliche Jiddisch, das auch schon zerteilt ist in O, U und I-Lauten. Also im Polnischen zum Beispiel, man kann genauso wie Sie erkennen können, ob das ein Wiener ist oder eine Salzburger oder eine Bayer oder ein Berliner. Genauso könnten wir im Jiddisch auch unterscheiden, von wo kommt er. Ist er vom Wilna, vom Norden, ist er von Rumänien, also aus unserer Gegend, bessarabische Gegend, aus der Ukraine. Das waren diese phonetische Laute. Ja, man muss sich das natürlich ein bisschen beschäftigen. Ja? Man muss, weil Jiddisch ist zu 78% Deutsch. Und dann haben wir etwa Achtel hebräische Elemente drin, dann gibt es slawische Elemente. Diese wenige Prozente sozusagen, ja, kann man schon, wenn man sich damit beschäftigt, kann man das schon verstehen. Und dann war das Jiddisch nochmal geteilt in die westliche Jiddisch. Es gibt noch ein ganz spezielles Jiddisch, das ich ganz gering nur noch selber gehört habe. Das war dieses Jiddisch, das man in Straßburg sprach. Es gibt dort auch eine spezielle Jiddisch, aber das ist schon sehr westlich, mit viel französischem Einfluss. Also ich erlebe das auf der Bühne, wenn ich singe. Ich spreche natürlich mit dem Publikum kein Jiddisch, aber ich erkläre
Texte über die Lieder, über die Autoren und man könnte ein Publikum nicht 2 bis 3 Stunden lang beschäftigen auf der Bühne, wenn es nicht verstanden hat. Deswegen auch das Jiddisch als solches gibt nicht phonetisch einheitlich. Schriftlich heute ja. Heute haben wir eine Schrift, das ist einheitlich zwischen dem, was heute noch in Russland produziert wird, bis das, was in Argentinien oder religiöses oder der Vorwärts, der noch in New York erscheint, eine Zeitung in jiddischer Sprache. Hier ist es identisch. Nur wie ich es dann ausspreche, das ist dann der Unterschied. Also Jiddisch ist eine germanische Sprache, auf keinen Fall kein Dialekt. Und warum kein Dialekt? Wir wissen, dass 1978 Isaac Bashevis Singer bekam den Nobelpreis für Literatur. Dieser Nobelpreis wird niemals gegeben und wurde auch nicht gegeben an Dialekten. Zum Dieb sagt mir Ganev, weil Ganebet, was ihm nicht gehört. Und der geht sich arg, wenn die Taschenbüchs schon geleert. Ich habe etwa 7 Jahre gelebt in Wien und bin natürlich im Jiddisch aufgewachsen, Russisch in der Schule und so weiter. Und meine Großmutter, die zeitlebens Jiddisch sprach, sie kam aus einem Städtel, wo wirklich 90% Jiddisch waren, bessarabische Städtel. Und als wir in Wien ankamen, natürlich, die Leute sprachen mit uns oder redeten mit uns. Und dann meine Großmutter sagte, man hört, als sie reden, man hört, dass sie reden, nur bloß man versteht nicht. Also wir verstehen nicht. Also es gibt dann tatsächlich keine Verbindung mit dem Wienerisch zu dem Jiddisch, schriftlich sowieso nicht, weil wir ja von rechts nach links schreiben. Aber es haben sich einige Wörter, jiddische Wörter, auch in der Wiener Sprache manifestiert. Zum Beispiel in Wien, alle sprechen sie von der Chavera. Chavera kommt von der Chaver, von der Freund, oder Chavera von der Chevara, von der Gesellschaft oder Gruppe, Freunde und so weiter. Jeder hat einmal gesagt, er hat jetzt einen Masen gehabt und die Masen ist Verballhorn oder volksetymologisch umgeendetes Masel. Also das Masel ist Glück oder ein Bahö, also Aufruhr. Ja, und Beholle ist ein jiddisches Wort, das genau das bedeutet. Also es haben sich einige Worte manifestiert, oder das Massel oder Schlimmmassel und so weiter. Ich weiß nicht, ob Frau Tobi schon Ihnen erzählt hat von dem Wunsch, den man auf der Bühne sagt, Hals- und Beinbruch, das eigentlich überhaupt nicht mit dem Hals- und Beinbrechen zu tun hat. Man soll weder brechen dem Bein noch dem Hals, sondern es kommt von Hatzlocha, wie Brache. Bebracha, also der Segen, Glück und Segen wünscht man jemandem und nicht den Hals- und Beinbruch. Aber das sind solche Sachen, die sich in mehreren Dialekten manifestiert hat. Wenn man schaut, findet man im Jiddischen selber Sachen, die im Hochdeutschen nicht vorhanden sind, die aber zum Beispiel in Dialekten in Österreich, also man noch kennt. Vielleicht in ein bisschen abgewandelter Form, aber das ist zum Beispiel im Jiddischen, also das Personalpronomen Mehrzahl, also wir ist im Jiddischen mir. Und das kennt also jeder Dialektsprecher auch so, als mir. Wenn wir Jiddisch sprachen, sowieso haben sie nicht verstanden. Also wenn du reines Jiddisch sprachst, dann haben sie überhaupt nicht verstanden. Oder nur, sagen wir mal, 20% war daraus verständlich. Und umgekehrt war es einfach Gewöhnungssache. Also bei uns gibt es zwar auch das Jo, wenn wir das Ja sagen, Jo, aber es gibt keinen Na, sondern das heißt Nein oder Nein, weil Nein schon die Zahl 9 ist und so weiter. Deswegen muss man phonetisch auch aufpassen. Oder